Swiss German Storytime mit dem Thomas. Hallo miteinander und willkommen zu einem neuen Podcast hier auf Swiss German Storytime. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Danke vielmals. In diesem Podcast möchte ich mit euch über Erfindungen reden aus der Schweiz. Es gibt ein paar coole Sachen, die jetzt eigentlich auf der ganzen Welt benutzt werden, gebraucht werden im Alltag. Wie zum Beispiel hier, der Reissverschluss. Der kommt nämlich auch aus der Schweiz. Und nicht einmal so weit von meinem Heimatort, kommt aus St. Gallen. Also, ich will euch nicht länger auf die Folter spannen und ich würde sagen, wir gehen doch gerade in den Podcast. Viel Spaß! Geniale Schweizer Erfindungen und wie wir heute noch davon profitieren. Fangen wir doch gerade mit Ricola an. Das eckige Kräuterbonbon ist vom Schweizer Bäckermeister Emil Richterich erfunden worden. Er war begeistert von der Vielfalt der Alpenkräuter und hat gedacht, da müsste man doch etwas Gescheites daraus machen. 1940 ist ihm da mit der berühmten 13-Kräuter-Mischung gelungen. Das Ricola Original ist geboren. Heute ein Klassiker aus der Schweiz, wo man auf der ganzen Welt kennt. Und mit ihm natürlich auch der Spruch, wer hat es erfunden? Gehen wir weiter mit zwei praktischen Erfindungen, einem Reissverschluss und dem Klettverschluss. Der moderne Reissverschluss ist 1924 in St. Gallen entwickelt worden. Seitdem können wir Jacken, Taschen oder Hosen mit einem einfachen Handgriff auf und zu machen. Was früher umständlich mit Knöpfen war, ist heute ganz selbstverständlich geworden. Wenige Jahre später hat der Schweizer Georges de Mestral eine geniale Idee gehabt. Nach einem Spaziergang hat er gemerkt, wie hartnäckig kleine Kletten im Fell von seinem Hund gesteckt haben. Daraus hat er den Klettverschluss entwickelt. Eine praktische Alternative zu Knöpfen und Schnallen. Heute wird Klett überall gebraucht, bei Kleidung, Sportschuhen oder in der Medizin. Ein echter Klassiker ist auch das Schweizer Sackmesser. 1884 hat der Messerschmied Karl Elsener im Kanton Schwyz die spätere Firma Victorinox gegründet und hat damit wichtige Arbeitsplätze geschaffen. 1897 hat er das erste Sackmesser in dieser Form entwickelt, wie wir es heute kennen. Mit seinen vielen Funktionen ist es zum Symbol für Vielseitigkeit und Schweizer Präzision geworden. Heute gilt das Sackmesser als Kultobjekt und steht weltweit für Qualität, Innovation und Zuverlässigkeit. Auch der Wendeschlüssel ist eine Erfindung aus der Schweiz, und zwar aus dem Jahr 1934. Er ist von der Firma Kaba entwickelt worden und macht das Aufbeschliessen von Türen viel einfacher. Egal, wie man ihn ins Schloss steckt, er passt immer. Vorne hat man den Schlüssel häufig umdrehen, wo besonders im Dunkeln etwas lästig war. Heute ist der Wendeschlüssel in vielen modernen Schliesssystemen Standard. Eine übergebige Erfindung. Ein weiteres geniales Alltagsgerät ist der Sparscheller. Mit ihm lassen sich Herdöpfel, Rüebli oder Äpfel schnell und sparsam schälen. Besonders nach dem Zweiten Weltkrieg war das wichtig, weil jedes Stückchen Nahrung gezählt hat. Der klassische Sparscheller ist in Zürich erfunden worden und sieht bis heute fast gleich aus. Jedes Jahr werden weltweit etwa 1 Million Stück verkauft. Wer gern kocht, kennt sicher den Stabmixer, auch bekannt als Bamix. Diese praktische Kochhilfe ist in den 1950er Jahren vom Schweizer Roger Perrin-Jacquet erfunden worden. Seitdem wird sie im Kanton Thurgau hergestellt und da bis heute. Mit dem Stabmixer kann man Suppe pürieren, Smoothies mixen oder Rahm schlagen. Direkt in der Pfanne oder im Glas. Viele Profiköchinnen und Köche schwören auf den Bamix, weil er leistungsstark und langlebig ist. Ein grosser Erfolg ist auch der Instant-Kaffee von Nestlé. Nach dem Börsencrash 1929 ist Brasilien auf Berge von unverkauften Kaffeebohnen gehockt. Der Nestlé-Konzern ist um Hilfe gebeten worden.
Der Chemiker Max Morgenthaler hat sogar in seiner eigenen Küche getüftelt und hat 1938 die Lösung gefunden. Ein wasserlösliches Kaffeepulver mit einem natürlichen Geschmack. Der Nescafé war geboren. Jahre später hat der Schweizer Ingenieur Eric Favre eine neue Methode entwickelt. Er hat in Italien beobachtet, wie ein Barista Kaffee zubereitet hat, mit viel Luftkontakt, wo das Aroma intensiviert hat. Daraus ist in den 1980er Jahren Nespresso-Kapseln entstanden. Heute ist Nespresso ein globaler Erfolg. Oder, wie der George Clooney würde sagen, what else? Natürlich, wie wir alle gut kennen, auch beim Thema Schoki hat die Schweiz eine süsse Idee gehabt. Bevor der Rudolf Lindt im Jahr 1879 die sogenannte Conchir-Maschine erfunden hat, ist Schoki eher hart und sandig gewesen. Dank seiner Technik ist die Masse stundenlang gerührt worden und dadurch cremig und zart schmelzend worden. Eine weitere nützliche Schweizer Erfindung ist Zellophan, eine transparente Verpackungsfolie. Der Chemiker Jacques Edwin Brandenberger hat sie 1908 erfunden. Sie schützt Lebensmittel wie Käse, Brot oder Süßigkeiten und lässt dabei den Inhalt sichtbar. Da war damals mal etwas ganz Neues gewesen. Heute wird Zellophan zwar häufig durch Plastik ersetzt, aber es bleibt ein Meilenstein in der Verpackungsgeschichte. Auch das Badzimmer ist durch eine Schweizer Erfindung revolutioniert worden. Und zwar durch die WC-Ente. 1980 hat das Schweizer Ehepaar die berühmte Flasche mit dem bogenen Hals auf den Markt gebracht. Damit hat man viel einfacher unter dem Rand der WC-Schüssel reinigen. Die Flasche ist zum weltweiten Erfolg geworden. Und zum Schluss noch eine ganz besondere und auch umstrittene Entdeckung: das LSD. Der Chemiker Albert Hofmann hat 1938 bei der Erforschung von einem Getreidepilz eine neue Substanz entdeckt. Lysergsäure-Diethylamid, kurz LSD. Zuerst ohne grosse Wirkung, bis er 1943 einen Selbstversuch gewagt hat. Wie er in seiner Autobiografie beschreibt, ist er danach glückselig mit dem Velo heimgeradelt. Der erste LSD-Trip in der Geschichte. In den 60er Jahren ist LSD zum Symbol der Flower Power-Bewegung geworden. Auch wenn es bald verboten worden ist, hat sich der Albert Hofmann sein Leben lang für die medizinische Forschung mit LSD eingesetzt und hat es bis ins höhere Alter konsumiert. Ja, und da ist es schon gesehen für den heutigen Podcast mit den Erfindungen. Irgendwie ist mir vorgekommen, beim Schreiben habe ich recht viele Erfindungen aufgeschrieben und jetzt, wo ich es gesprochen habe, ist mir vorgekommen, ist es ganz schnell vorbei gewesen. Und es sind gar nicht so viele Erfindungen, wie ich gedacht habe. Aber die Liste ist auch auf keinen Fall abschliessend und es gibt ganz sicher noch viel, viel mehr Erfindungen, die aus der Schweiz stammen. Aber das sind auf jeden Fall ein paar sehr bekannte Erfindungen, die in unserem kleinen Land entwickelt worden sind. Auf jeden Fall hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wie immer, wenn ihr möchtet, das Transkript auch nachlesen, auf Schweizerdeutsch oder auch auf Hochdeutsch, schaut auf meiner Patreon-Seite nach, der Link ist unten in der Beschreibung. Dann, wenn ihr Lust habt auf Schweizerdeutsch Online-Kurs oder ein bisschen mehr möchtet in Schweizerdeutsch eintauchen, auch dort kann euch meine Patreon-Seite weiterhelfen. Es gibt ganz viele Materialien zur Grammatik dazu oder auch Online-Kurs. Links sind auch alle in der Beschreibung. Und sonst freut es mich einfach, dass ihr da seid. Freut mich, wenn es euch gefällt. Und ich hoffe, ihr habt ein schönes Wochenende von euch. Ich wünsche euch schöne Ostern. Und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Danke vielmals fürs Schauen. Ciao miteinander.